Bonjour liebe Leute, herzlich willkommen für eine neue Emission der Blick auf Europa Dockkanal. Ich habe heute bei mir eine deutsche Kollegin, Renate Sommer. Wir werden euch, wie schon angekündigt, ein bisschen über Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelkennzeichnung erzählen. Seit Jahren setzen wir uns, wie gesagt, an zu dem Thema an einer Resolution von 2011 über die Lebensmittelinformation als festgehalten, dass die Kommission bis Mitte Dezember soll einen Rapport vorlegen, wie es mit der Lebensmittelkennzeichnung weitergeht. Hauptsächlich Bezeichnung vom Ursprungsland, vom Pays d'origine an vier gefährdeten Produkten. Nicht zu verwechseln mit Frischprodukten, wo wir das schon haben, wo das auch gut ist, aber wo wir auch nicht darüber regeln. Das heißt, hier ist alles vier gefährdete Produkte, wie zum Beispiel Lasagne, Pizza, Wurst und so weiter. Das war an der Plenarsession, also justement haut, haben wir darüber aufgestimmt. Da ist eine Resolution angeholt gehen, für das dann Zukunft, für die Kommission abzufordern, für das dann Zukunft obligatorisch zu machen. Eine Position, die nicht gedeelt war, die nicht einstimmig geholt ging, also konträr, hat sich eine große Position herausgestellt, die das nicht wollen, auf was wir das nicht wollen. Das erklärt also als Expertin für die Frauen. Grüß Gott. Kollegin Renate Sommer, ich bezeichne dich als Expertin für die EVP, nicht nur für die EVP, aber du arbeitest seit Jahren auf diesem Thema Lebensmittel, Lebensmittelsicherheit, Kennzeichnung und so weiter. Und ich danke dir für deine Teilnahme, dass du unsere luxemburgischen Zuschauer ein bisschen informierst, was jetzt mit dieser Resolution, was das auf sich hat. Ich denke, wir haben ja die Folgeabschätzung der Kommission sagt, dass eigentlich 90% der Konsumenten das wollen. Und wir haben jetzt heute trotzdem sehr viele Bedenken geäußert und das nicht gestimmt. Wir haben verloren. Wie siehst du das? Das heißt, diese ganze Problematik, die Leute wollen das, wenn es aber teurer wird, dann wollen sie es wiederum nicht. Kannst du uns das ein bisschen erklären, diesen Zwiespalt? Es ist so, wenn man uns als Verbraucher fragt, wir sind ja auch Verbraucher, ja. Möchtest du gerne noch diese Kennzeichnung zusätzlich haben? Wo kommt das Fleisch her, das in deiner Dosensuppe ist oder in der Salami auf der Pizza? Dann sagen wir sofort, ja, natürlich wollen wir das wissen. Genau. Und wenn man aber dann die Kontrollfrage stellt, bist du denn auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen? Denn dann werden die Lebensmittel wirklich teurer. Das ist ein Fakt. Dann sagen 3/4 der Verbraucher, nee, also so wichtig ist mir das nicht. Da habe ich ganz andere Prioritäten, nämlich der Geschmack, das Aussehen, das Mindesthaltbarkeitsdatum und den Preis. Dann ist mir das nicht so wichtig. Und weil eben eine solche Kennzeichnung, Herkunftskennzeichnung außerordentlich teuer ist und auch den herstellenden Unternehmen schadet, haben wir gesagt, also dann sollten wir die Finger davon lassen, denn der Verbraucher will es ja nicht wirklich haben. Das heißt, wir sind für Transparenz mit Sicherheit, das haben wir seit Jahren so gewollt, stehen wir auch dazu. Aber wir müssen natürlich auch, wie du eben sagtest, Rücksicht nehmen, nicht nur auf die Verbraucher, was die täglichen Kosten anbelangt, sondern auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die uns doch sehr am Herzen liegen. Jetzt haben wir ja diese Resolution, sage ich mal, nicht durchbekommen. Unsere Ansicht nicht durchbekommen. Das heißt, die Resolution wurde mehrheitlich gestimmt. Was bewirkt das jetzt? Was kann daraus entstehen aus dieser Aufforderung an die Kommission? Ja, damit versucht eine Mehrheit des Parlaments Druck zu machen auf die Europäische Kommission, einen Gesetzesentwurf zu entwerfen, eben zu dieser verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für Fleisch in verarbeiteten Produkten. Die Kommission muss das aber nicht tun. Sie kann selber entscheiden, ob sie es tut oder nicht. Und nach meiner Einschätzung wird die Kommission die Finger davon lassen, denn sie hat ja selber eine Folgenabschätzung durchgeführt, im Auftrag dieses Parlaments übrigens, und hat da festgestellt, dass es technisch gar nicht machbar ist, dass es viel zu teuer ist, dass es dazu führen kann, dass kleine Hersteller zuschließen können, weil die Betriebskosten um 50% steigen. Die Bürokratiekosten würden in den öffentlichen Verwaltungen um 30% steigen, weil ein großes Rückverfolgbarkeitssystem für jedes Stückchen Speck in der Wurst entworfen werden müsste. Und deswegen denke ich, wird die Kommission davon Abstand nehmen. Ich hoffe es jedenfalls, im Interesse unserer Unternehmen und auch im Interesse des Verbrauchers, der das ja gar nicht bezahlen will.
Jetzt diese Ursprungskennzeichnung, die hat ja jetzt andersrum gefragt, könnte die in Zukunft so Skandale, wie wir sie hatten, sage ich mal mit verdorbenem Fleisch oder mit Pferdefleisch in der Lasagne, könnte eine Ursprungskennzeichnung das verhindern? Könnte sie in keiner Weise, denn der Pferdefleischskandal, das war Betrug. Da hat jemand sich nicht an Gesetze gehalten. Der hat Pferdefleisch als Rindfleisch deklariert. Und da hilft überhaupt kein Gesetz dagegen. Ein Betrug ist etwas, was Gesetze umgeht. Ja, und das muss strafrechtlich geahndet werden. Das ist eine Straftat. Und eine Herkunftskennzeichnung kann das überhaupt nicht vermeiden. Der Witz dabei ist, der böse Witz, dass eben das Pferd war als Rind deklariert für Rindfleisch. Gibt es ein Rückverfolgbarkeitssystem wegen der BSE-Krankheit, diese Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die es vor Jahren gab. Und es ist nicht verhindert worden. Und Gammelfleisch auch, die sogenannte Gammelfleisch, überlagerte Fleisch. Kann damit auch nicht verhindert werden. Da haben wir was ganz anderes gemacht, nämlich wir haben das Datum des ersten Einfrierens verpflichtend gemacht. Man kann eben sehen auf dem Gefrierfleisch, wann das eingefroren ist und ob das überlagert ist. Wenn das schon 10 Jahre in der Gefriertruhe gelegen hat, kann man das jetzt feststellen. Verstehen, ja. Jetzt, das sind kriminelle Machenschaften, die können meines Erachtens nach nur verhindert werden durch verstärkte Kontrollen, verbesserte Kontrollsysteme und dann natürlich auch Sanktionen. Das heißt, es ist kein Kavaliersdelikt, das heißt, es ist eine sehr kriminelle Machenschaft und die muss dann natürlich auch bestraft werden. Richtig, und dazu arbeiten wir im Moment an einer Kontrollverordnung, die die Kontrollen in allen Mitgliedstaaten harmonisieren soll. Nicht, dass einer ganz viel kontrolliert und der andere überhaupt nicht. Wir haben den gemeinsamen Binnenmarkt, da müssen die Produkte alle gleich sicher sein und dazu jetzt eben dann auch noch diese Kontrollverordnung. Das heißt, die Gesetzgebung, die aktuelle Gesetzgebung ist eigentlich ausreichend? Ist völlig ausreichend, denn wir haben auch schon die Regelung, dass eine Herkunft angegeben werden muss, wenn ansonsten eine Irreführung des Verbrauchers stattfindet. Wenn das Produkt ansonsten den Eindruck macht, es kommt irgendwo her, wo es eben nicht herkommt. Also das ist auch schon vorgeschrieben und vor allen Dingen, wir haben ja die Möglichkeit der freiwilligen Herkunftskennzeichnung. Das machen eine Reihe Hersteller schon, die wenige Lieferanten haben, die das also leicht können und nicht hunderte verschiedene Verpackungen drucken müssen. Ja. Und das kann man in Anspruch nehmen. Wer das unbedingt wissen will, der hat die Möglichkeit, sich für solche Produkte zu entscheiden. Und man kann hier auch noch selber kochen, denn bei Frischfleisch muss die Herkunft ab April diesen Jahres angegeben werden. Das ist, was ich eingangs schon sagte, das heißt, für Frischfleisch besteht diese Verordnung und da gehen wir auch nicht daran rütteln. Das heißt, das bleibt, das hier ist eine Initiative, die eigentlich komplementar ist, die das andere nicht touchiert. Genau. Vielleicht eine Grundsatzfrage, eine letzte Frage. Das ist, was man immer wieder hört, diese Grundsatzfrage. Viele Menschen, die sich aus sozialen Gründen jetzt nicht die allerbeste Qualität leisten können die trotzdem sicher sein, dass sie für ihr Geld trotzdem ausreichend Qualität, sage ich mal. Jeder weiß, dass man für ein Hähnchen von 2,90 €, dass man nicht die gleiche Qualität haben kann wie, sage ich mal, für 10, 12 €. Aber trotzdem gibt es da trotzdem einen gewissen Schutz, dass auch etwas billigere Lebensmittel trotzdem noch sicher sind. Selbstverständlich. Also unsere Lebensmittel in Europa sind sicher. Sie dürften sonst gar nicht verkauft werden. Und natürlich ist die Qualität unterschiedlich. Ich kriege die Superqualität nur zum hohen Preis. Aber wir haben auch im Niedrigpreissektor eine außerordentlich gute Qualität. Das muss man wirklich unterstreichen. Da muss sich überhaupt keiner fürchten. Im Gegenteil, kann sich freuen, dass er auch zum geringen Preis gute Qualität bekommt. Nur gerade für solche Haushalte, die eben nicht viel Geld zur Verfügung haben, ist es doch wichtig, dass wir sagen, wir wollen nicht immer mehr Kennzeichnungen, die dem Verbraucher überhaupt keinen Zusatznutzen bringen. Und das Ganze nur teurer machen. Und das nur teurer macht, ich finde das unsozial. Ja, richtig, das stimmt. Die Gesitleifleit ist ein Thema, das ich schon immens lang beschäftigt habe, danach wird weiter beschäftigen. Es besteht eine ganz gute Gesetzgebung, wie ihr gesagt habt. Darüber kann man aufbauen, man kann natürlich Verbesserungen, man muss aber immer probieren, eine gewisse Balance zu haben zwischen einerseits einer guter Qualität, einem anständigen Preis, und aber auch Rücksicht holen, ob als kleiner mittelständischer Betrieber, auch auf den Konsumateur, weil ja auch nicht alle Menschen so gut sich sozial steht, für wirklich so Lebensmittel immer zu kaufen.
Ich danke dir, Renate, für deine Ausführungen. Das war mit Sicherheit sehr informationsreich, sehr lehrreich für unsere Zuschauer in Luxemburg. Ich sage nicht merci für das Nachgucken und bis die nächste Woche.